Ich präsentiere euch heute ein Sujet, den an den letzten Monaten für relativ viel Wirbel innerhalb von der Lützeburger Presse gesorgt wird. Und zwar über die Reserve-Police-Bataillon 101 an seine Aufgabe innerhalb von der Aktion Reinhardt, der Tisch der Liquidation von den Juden innerhalb vom Generalgouvernement, das was wir heute in dem Land Polen kennen. Der Reserve-Police-Bataillon 101 war beteiligt an 31.000 Ermordungen von Juden an rund 45.000 Deportationen an Konzentrationslager, für allem an Vernichtungslager Treblinka. Ich gehe aber noch heute für allem auf den Aspekt von den Liquidationen an, und zwar auf die sogenannte Judenjüchten. Am Oktober 2040 ist der Bataillon übergegangen, sein Distrikt, das war ein Distrikt Lublin, Juden reinzukriegen. Das heißt, von sämtlichen Juden zu befreien. Das heißt, den Rest zu deportieren oder zu erschießen. Bei den Judenjüchten ist es so, dass ich aufpassen muss, die Juden haben rein theoretisch nicht dürfen außerhalb von den Ghettos sich aufhalten, außer sie hatten Permission außerhalb von den Ghettos zu arbeiten. Es waren aber auch verschiedene Juden, die nicht wollten einfach so deportiert gehen, und sie haben sich aus den Ghettos durchpasst gemacht. Sie haben versucht, sich innerhalb von Büchern oder auf den Bauernhof zu verstoppen und dort zu überleben. Bei den Judenjüchten ist es so, dass es für allem zwei Typen gibt. Das sind die sogenannten Buschpatrouillen, hier haben Informanten, die Reservisten bis bei Bunkere gefeuert, wo sich Juden verstoppt hatten, und dann auch mit Partisanen, sogenannten Banditen, oder mit ehemaligen Kriegsgefangenen, die sich ebenfalls durchpasst gemacht haben, und die dann hier abgegriffen und liquidiert, indem sie beispielsweise eine Granate an den Bunker rangeschossen haben oder mit ihren Karabiner so lange rangeschossen haben, bis sie nicht mehr gehört haben, das heißt, bis sie alle Guten tot waren. Die zweite Form ist die Liquidationen innerhalb von den Bauernhöfen, wie ich vorher gesagt habe, da verschiedene versuchen sich zu verstoppen, aber da waren auch viele Juden, die sogenannten Arbeitsjuden waren. Das heißt, die haben auf diesen Bauernhöfen geschafft und die wurden hier mit liquidiert. Bon, was wird das mit den Lützeburger zu tun? Es waren auch 14 Lützeburger innerhalb vom Reserve-Police-Bataillon 101 aktiv. Durch Recherchen von Milorang und auch dem Paul Lustert wissen wir, dass Lützeburger sowohl an den Deportationen teilgenommen haben, wie auch an den Erschießungen. 2019 ist es als Institution dem Resistenzmuseum gelungen, ein Foto zu finden, wo ein indeutscher Nachweis ist, dass Lützeburger sich an den Judenjüchten auch beteiligt haben. Die Foto, die wir gefunden haben, weist 6 Polizisten für einen Scheuer, steht noch ein Zivilist für drin, und sie posieren dort. Für Hanatinen leidet ein Leiche. In sich können umhören, ein einfach Kriegsfoto. Aber was hier interessant ist, ist für allem den Text, den hinter dem Foto steht. Hier wird dort geschrieben, diese Scheune war voll Juden und Banditen, der Stoßtrupp nach dem Kampf. Was sieht also dieser Satz aus? Erstens, dass sich nicht nur die Leiche, die hier am Boden befunden wird, dass das nicht nur eine Person war, sondern dass viele Leute bei der Aktion vom Stoßtrupp ermordet wurden. Die Juden waren ein Verbund mit Partisanen, woher noch als Banditen von den Deutschen bezeichnet wurden. Und sie waren unter Umständen bewaffnet. Das heißt, sie wollten sich nicht einfach erschießen lassen und haben eventuell sogar zurückgeschossen. Die Foto, wie sie so leid, ist ein Jagdtrophäe, rein theoretisch. Das heißt, die Leute posieren drauf, also sie stolz drauf, was sie gesehen haben. Weil aber wirklich die Motivation war, von den Lützeburger und den Exekutionen teilzuholen, wissen wir nicht. Herno, nach dem Krieg, haben sich die Lützeburger für allem nicht daran erinnert, dass sie an so Aktionen teilgeholt haben. Sie haben sich für allem erinnert, dass sie auf sogenannten Fahrradstreifen patrouilliert haben und da nur Partisanen gesicht haben und die erschossen haben. Weil ihr aber du musst wissen, ist, dass
Die zwei Aktionen, sowohl die Judejurcht wie auch der Partisanenkampf, ab 1943 Henno so an nie verwoben waren an die Aktionen so heftig waren, dass ihn das oft konnte verwissen.